Hallo und damit auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um Grundlagen der Elektrotechnik. Heute werden wir uns den Verstärker genauer anschauen. Genauer gesagt reden wir heute zuerst einmal, was ein Verstärker ist, also die Definition, die Anwendungsbereiche, die Funktion und dann noch ein paar Verstärkerarten. Zuerst einmal klären wir die Frage, was ist ein Verstärker, und diese Frage ist relativ einfach zu erklären, denn ein Verstärker in der Elektrotechnik ist ein Bauteil, das ein Signal verstärkt. Klingt einfach und das ist es auch, denn einen Verstärker benötige ich, wenn ich mit einem solchen Mikrofon einen Lautsprecher ansteuern will, denn die Signale, die hier vom Mikrofon ausgesendet über dieses Kabel werden, liegen im Millivolt-Bereich. Das heißt, es ist ein relativ kleines Signal und bis es zu diesem Lautsprecher kommt, muss es nochmal um ein Vielfaches größer werden. Das lässt sich mit Verstärkern erreichen. Andere Anwendungsbereiche wären zum Beispiel in der Antennentechnik, wo es auch Verstärker gibt. Um das Prinzip von Verstärkern noch besser zu verstehen, machen wir einen kurzen Ausflug in die grundlegende Elektrotechnik. Und in der Elektrotechnik kann man Bauteile grundlegend in zwei Arten unterscheiden. Und das wären passive Bauteile und aktive Bauteile. Ein passives Bauteil braucht keine externe Energiequelle, um zu funktionieren. Das heißt, ein passives Bauteil speichert, verbraucht oder gibt Energie weiter. Verbraucht in Anführungszeichen, weil Energie ja nicht verbraucht werden kann, sondern nur umgewandelt. Typische Beispiele für passive Bauteile wären hier der Widerstand, der Kondensator, die Spule. Ein aktives Bauteil hingegen braucht eine externe Energieversorgung. Das heißt, ein aktives Bauteil ist ein Transistor, ein OPV, Operationsverstärker, oder ein Integrated Circuit, kurz IC. Ein Merksatz hierfür bei der Unterscheidung wäre: ein aktives Bauteil beeinflusst den Stromkreis und passive Bauteile reagieren nur auf den Stromkreis. Das heißt, ein Verstärker braucht dahingehend immer ein aktives Bauteil. Das erste aktive Bauteil, das einigen von euch vielleicht noch in Erinnerung ist die Röhre. Die Röhre ist aus den heutigen Schaltkreisen durch ihre vielen Nachteile verdrängt worden. Generell wären das die Größe und das Gewicht von Röhren, die Wärmeentwicklung und der höhere Energieverbrauch und damit der niedrigere Wirkungsgrad, dadurch dann noch die geringere Lebensdauer, die Empfindlichkeit vom Glaskörper und dass das Aufheizen ein paar Sekunden bis Minuten immer gedauert hat, bis die Röhre quasi betriebsbereit war. Röhrenschaltung findet man heute noch in Nischenprodukten wie in Gitarrenverstärkern, die mit Röhrentechnik arbeiten, oder bei Hi-Fi-Anlagen, die noch Röhrenverstärker drinnen haben. Die Halbleiterbauteile, also der Transistor, haben die Röhren dadurch effektiv verdrängt. Der erste funktionierende Punktkontakt-Transistor wurde 1947 in Amerika erfunden, und zwar von den Erfindern John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley. Die erste öffentliche Vorstellung war dann im Jahre 1948. Wegen ihres Nischendaseins werden wir die Röhrenverstärkung in diesem Video nicht thematisieren, sondern befassen uns mit den Klassen, und da gibt es 4 Klassen, die wir heute in diesem Video thematisieren, und zwar Klasse A, Klasse B, Klasse AB und Klasse D von den Transistorverstärkerschaltungen. Beginnen wir mit der einfachsten, und das wäre die Klasse A-Verstärkung. Unter diese fallen die Emitter- und Kollektor-Grundschaltung. Diese sind wie schon erwähnt, die einfachste Art, und die Ansteuerung findet um einen Arbeitspunkt statt. Das heißt, um positive und die negative Halbwelle gleichzeitig zu verstärken, setzt man den Arbeitspunkt nicht um die Nulllinie, sondern setzt den Arbeitspunkt weiter oben. Das macht man mit Hilfe von einer Gleichspannung. Um diese Gleichspannung dann wieder rauszubekommen, brauchen wir einen Kondensator. Da wir jetzt nun einen Arbeitspunkt festlegen, brauchen wir einen hohen Ruhestrom. Der Begriff Ruhestrom heißt, dieser Strom fließt immer. Das heißt, das Gerät zieht diesen Strom, auch wenn kein Signal durchgehetzt wird. Auch wenn der Verstärker quasi kein Signal verstärkt, fließt immer noch der Ruhestrom, um den Verstärker betriebsbereit zu halten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wir haben einen geringen Wirkungsgrad, da sehr viel Energie schon um den Erhalt des Ruhestroms draufgeht. Wir haben auch noch einen Nachteil, und zwar, um den Ausgangswiderstand so gering wie möglich zu halten, geht einher, dass wir einen hohen Ruhestrom haben, da wir die Widerstände dann dementsprechend kleiner dimensionieren, und bei kleineren Widerständen kann dann ein höherer Ruhestrom fließen. Um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, gab es dann den Klasse B-Verstärker.
Der Klasse B Verstärker, auch Gegentaktverstärkerschaltung genannt, funktioniert, indem man einen PNP- und einen NPN-Transistor verwendet. Dieser Verstärker muss mit einer symmetrischen Spannungsversorgung versorgt werden. Das heißt, wir haben eine positive Betriebsspannung und eine negative Betriebsspannung. Zum Beispiel bei Operationsverstärkern kennen wir das ja. Wir müssen einen Operationsverstärker mit plus 12 Volt und zum Beispiel minus 12 Volt versorgen. Nur ein kleines Beispiel am Rande. Beim Klasse B Verstärker haben wir den Vorteil, dass ohne Signal kein Ruhestrom fließt. Wieso ist das möglich? Nun, beim Klasse A Verstärker müssen wir den Arbeitspunkt festlegen. Beim Klasse B Verstärker ist der Arbeitspunkt die Mitte, denn die positive Halbwelle wird vom NPN-Transistor behandelt und die negative vom PNP-Transistor. Wir brauchen nun auch keinen Kondensator, wir haben einen geringen Ausgangswiderstand, was uns wiederum ein Vorteil ist, denn bei Verstärkern wollen wir einen geringen Ausgangswiderstand. Der größte Nachteil bei Klasse B Verstärkern ist die Verzerrung, denn die Transistoren sind nicht im Betriebszustand. Ein Transistor ist ein Halbleiterbauteil und ein Halbleiter, zum Beispiel eine Diode, fängt erst bei 0,7 Volt an zu leiten. Wenn unser Signal kommt, dann passiert die ersten 0,7 Volt gar nicht. Erst wenn unser Signal, das wir verstärken wollen, 0,7 Volt erreicht, bringt es den Transistor zum Durchschalten und es kommt dann zu einer Verstärkung. Um diesem Problem wiederum dann aus dem Weg zu gehen, hat man die Klasse AB erfunden. Die Klasse AB bringt jetzt die beiden Transistoren in den Betriebszustand. Damit werden zwei Dioden vorgeschaltet, die quasi immer 0,7 Volt am Transistor anliegen lassen. Das heißt, unsere beiden Transistoren sind immer im Betriebszustand. Das heißt, das Signal, das durchgeht, wird so gut wie gar nicht verzerrt. So gut wie. Wir haben also hier wieder den Vorteil, wir haben einen geringen Ausgangswiderstand. Wir haben jetzt wieder einen Ruhestrom und dieser Ruhestrom beschränkt unseren Wirkungsgrad auf bis zu 70%. Ein Wirkungsgrad von 70% zur Erklärung heißt, 70% der Leistung, die wir einsetzen, geht dem Ziel nach, etwas zu verstärken und die anderen 30%, die verlieren wir, die wird in Wärme umgewandelt oder in sonst etwas. Auch sind die beiden Transistoren effektiv eine Kollektorgrundschaltung und eine Kollektorgrundschaltung hat keine Spannungsverstärkung. Das ist unser nächster Nachteil. Die Anwendungen hier bei A-B-Verstärkern ist in Signalendstufen, bei Audioverstärkern. Man kann sie als Ausgangsstufen von OPVs verwenden und als Ansteuerungsstufen für Leistungselektronik. Die Ausgangsstufe vom OPV ist interessant, da, wenn wir jetzt zum Beispiel unser Signal vom Mikrofon haben, könnten wir es zuerst eben mit der OPV-Verstärkung verstärken, damit haben wir dann die Spannungsverstärkung und danach setzen wir eine Klasse AB Gegentaktverstärkung nach und damit haben wir dann einen geringen Ausgangswiderstand und könnten zum Beispiel einen normalen Konuslautsprecher betreiben. Nun kommen wir zum Schaltverstärker und zwar dem Klasse D Verstärker. Dieser Verstärker ist der komplexeste von allen, doch er ist auch der effizienteste. Ein Wirkungsgrad von bis zu 95% ist hier möglich. Wir haben hier zum Beispiel unsere U-Eingang vom Mikrofon. Das heißt, Schallenergie wird in elektrische Energie umgewandelt und dann wird sie in ein Pulsweitenmodulationssignal umgewandelt. Das erreicht man, indem man einen Operationsverstärker als Komparator einsetzt und einmal die Eingangsspannung nimmt und dann eine Dreieck- oder Sägezahnspannung nimmt und diese dann quasi durch den Operationsverstärker schickt. Nun ist unser Signal pulsweitenmoduliert. Danach kommt noch einmal eine OPV-Verstärkerschaltung, die unsere Spannung verstärkt und danach filtern wir das Signal mit einem Tiefpassfilter. Ein Tiefpassfilter für alle diejenigen, die sich mit Oberwellen ein bisschen auskennen, denn ein Rechtecksignal ist eigentlich einfach nur ein Sinussignal mit unendlich vielen Oberwellen. Diese Oberwellen kriegen wir quasi mit einem Tiefpassfilter wieder aus dem Audiosignal raus. Nun kommen wir zu den Vorteilen von Klasse D Verstärkern. Wir haben geringe Verluste, da wir die Transistoren im Schaltbetrieb benutzen und wie schon erwähnt, wir haben einen Wirkungsgrad von bis zu 95%. Die zwei größten Nachteile von Klasse D Verstärkern sind der komplexe Schaltaufwand, denn meistens werden die Schaltungen von Simulationsprogrammen oder Rechenprogrammen erstellt und dimensioniert, da dies mit der Hand und mit einem Zettel Papier vielleicht nicht mehr so einfach ist, wie es bei einer Emittergrundschaltung zu rechnen ist. Und es kommt dazu die EMV-Problematik. EMV-Problematik steht für elektromagnetische Verträglichkeit. EMV befasst sich grundsätzlich mit dem Problem, dass ein Gerät ein anderes Gerät beeinflusst durch elektromagnetische Wellen.
Da wir nun mit Pulsweitenmodulation arbeiten und hier eine Rechteckspannung haben, haben wir natürlich auch Oberwellen und viel Strahlung, das in die quasi Umwelt abgeleitet wird, und dadurch gibt es dann gesetzliche Obergrenzen. Diese Strahlung darf dieses Gerät nicht überschreiten. Die genaueren Definitionen von EMV würde das Video jetzt hier sprengen, aber grundsätzlich geht es bei EMV um Strahlung und dass es nicht mehr Strahlung als gesetzlich erlaubt ausstößt. Und das wäre es auch schon gewesen mit meinem kleinen Überblick über Verstärker. Wir wissen nun, was ist ein Verstärker in der Elektrotechnik. Er verstärkt ein Signal. Wir wissen nun ein paar Anwendungsbereiche. Wir wissen die grundsätzliche Funktion und wir kennen ein paar Arten von Verstärkern. Wenn ich das Thema verständlich erklären konnte oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.